wann den Flüchtlingsproblematik demos vom 10. Mai feiert sich mit der von Haut vergleicht, wo man auch ganz zu der ganz langen Zeit mit der Flüchtlingsproblematik konfrontiert sind. Wenn ich das vergleicht, dann kann ich schon sagen, dass es ein ganz paar die Parallele gehen zu den zwei Sachen. Den 10. Mai feiert sich sind ungefähr 90.000 Lützeburger, das war 1/3 von der Bevölkerung, sind zur Halschen nach Frankreich geflüchtet und die anderen sind innerhalb vom Lützeburger Land evakuiert gehen. Sie haben da während 2 bis 3 Monate sie gelebt. Die waren also in einer Situation, wo die auch Haut erlebt hat am 21. Jahrhundert. Am 21. Jahrhundert haben wir schon 3 Großkonflikte. 2001 als am Afghanistan der Krieg losgegangen, 2003 am Irak, und 2011 sind wir mit dem Syrien-Konflikt konfrontiert, den auch immer nicht rüber ist. So wie wir damals aus Lützeburg mussten flüchten, so sind noch heute Millionen Leute auf der Flucht. Wenn ich allein gucke, seit 2001, wo am Mittleren Orient Millionen Leute untergebracht gehen an Internierungslehren, zum Beispiel an der Türkei, über 3,5 Millionen, an Jordanien, an Libanon, wo die Leute probieren, von da aus eine bessere Zukunft zu haben, wo sie dann probieren, nach Europa zu kommen, und über Türkei, über Griechenland und dann nach Lützeburg zu kommen. Und wenn ich da gucke, 2015, die Polemik, die war in Deutschland, wie Angela Merkel damals gesagt hat, wir schaffen das, wo sie proposiert hat, 1 Million Flüchtlinge in Deutschland zu holen, die auch noch problemlos in Deutschland innerburg gesehen, wo Haupt Chemie davon erschwätzt. Und wenn ihn dann, wo ich da seht, wir haben damals, wie wir an der Evakuation waren, sind wir geholfen kriegt. Und so muss man auch denken für die Leute, die heute als Flüchtlinge gelten, für denen auch zu helfen. Ich meine, durch den Fakt, dass wir als Geschichte besser kennen, verstehen wir auch, geben wir auch als Aktualität und besonders die Flüchtlingsproblematik können wir besser verstehen. Wir haben heute in Lützeburg die Chance, dass wir momentan keine fremdenfeindliche Partei heute in Lützeburg haben, auch wenn heute an den sozialen Medien mal gehen, bisschen gehen, die Ausländer, Flüchtlinge gefacht wird. Und wir haben natürlich auch die große Chance, dass wir heute in Lützeburg viel Arbeitskräfte für unsere Ökonomie brauchen. Und wo bislang auch eine Partie von den Flüchtlingen an den Arbeitsprozess integriert gehen. Ich hoffe just, dass durch die ganze Corona-Krise, wo ja auch die Arbeitslosigkeit um die Blut geht, hoffe ich natürlich, dass die Probleme von der Wirtschaft aber irgendwie auch können so schnell wie möglich gelöst gehen. Voilà, ich meine, das werde ich voll so sollen, wenn ihr seine Vergangenheit gut kennt, dann meine ich, muss ich noch mehr tolerant sein mit den Leuten Haut, die auch an Not sind, die Flüchtlinge sind. Das soll ich mich erinnern, dass wir selber auch mal Flüchtlinge waren, auch wenn das nicht mehr für eine relativ kurze Zeit.